Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema aufbringen, das ein bisschen mehr global ist und trotzdem vielleicht an spirituelle Richtungen oder beziehungsweise an der Richtung von Leuten, die ein bisschen mehr weit wollen denken, vielleicht eine große Rolle kann spielen. Und zwar schwätze ich das Thema von dem kollektiven Bewusstsein bzw. kollektiv Innerbewusstsein an. Das ist ein Ausdruck, den sich vom Carl Gustav Jung oder man kann ja definiert, gehen das hier mal so auszudrücken. Ich fand natürlich ein kurz klar, aber ich fand extrem interessant, in wie vielen Richtungen an der Psychologie zwar noch immer den Freud ausgepackt wird, obwohl eigentlich es schiedfrei mitgekriegt wird, dass das der nächste wird in Psychotherapie notwendig gehabt hat, mir dass der Jung immer noch extrem kritisch betrachtet wird an die ganze Geschichte. Und trotzdem ist für mich, also von denen, den einfach, weil über die typische Psychologie rausgeguckt wird und sich ganz viel spirituell ausgesetzt hat, fand ich eigentlich den so die Brücke baut zwischen der typischen Psychologie und der typischen Spiritualität, die wir heute kennen. Als ich sind wir der Meinung, ganz viel Futter ging für ein bisschen mehr weit zu denken. Für was bringe ich das Thema kollektiv Innerbewusstsein ab? Und sich wird das ganz viel mit einer Diskussion zu tun, die ich hatte, mit einem Thema, das ich auch ein Wert abgreifen, wie sich die Geschichte eigentlich wiederhält, am Sinn von, dass man ganz oft Sturz hatte, für mal so auszudrücken, wo komplett Kulturen und besonders Lebensphilosophien, also ich schwätze nicht gerne von Religionen, weil das sind diese Sprünge als religiös definiert tun, spirituelle Richtungen, die zerstört gesehen, wo Leute Wort gesehen, wo das auch an Taschenzeit dann immer so, ich weiß nicht, so ein bisschen vergisst an der ganzen Geschichte. Ich fand zum Beispiel im Moment gerade spannend, für ein kurz umzusetzen, am Moment, ob man es hier an Lützeburg oder behandelt in Lützeburg auch Europa so ein bisschen allgemeinen Dingen, wo sich da so viel darüber aufregt, wie viel man da haben, die aus anderen Ländern hinkommen und die aufhängen, so, ja, da muss man hier Religion, so, die geht mehr wie nicht integriert, das heißt, wir müssen das sie integrieren, sich dann sozusagen nicht, mit das aber dem, wo die Christen hinkommen sind, die sich auch nicht integriert tun, ganz am Gegenteil, die haben hier komplett Völkermorde gebet, für hier Religion zu imposieren, und die geht als Licht und Liebe weiterhin vermarkt. Das sind so Dinge. Mehr das tut, dass es kulturell auf ganz viele Plätze gibt, darüber werde ich an einem anderen Podcast kommen. Und die Frage, die aufkommen war, das war eigentlich die von wegen, für was haben wir als Gruppe nicht die Dinge, die Tendenz, mal eigentlich dort zu bleiben und als zu haben froh. Und da kommen wir wirklich auf den Punkt allgemein, von wegen, wo denke ich, die Probleme darunter, das sind sich minimal Leute schon erfreuen. Ich meine das auch auf ganz vielen pseudospirituellen Richtungen, wie ein Thema, was ich des Öfteren schon abbaut tun, die Sache, wo während dem Covid als höchst spirituell Licht und Liebe Leute mal immer entgegengepatzt und ja, wenn nicht bis nicht begriffen wird, die soll ruhig Futti gehen, die kann nur Bach mit aufgehen, wo absolut keine Empathie für die Leute gehen, die effektiv nach immer, wie soll ich sagen, die Kämpfe sind, die bei dem ganzen Mass von Informationen schwer fanden, die richtigen Informationen oder die Informationen, die wirklich funktionieren, für die können rauszuholen, also ich sage kurz Klammer ab, man darf schon nicht über richtig zu schwarze Welt, gibt ja keine richtige, keine falsche Richtung, doch gibt es mir das immer ein anderes Thema. Wo ich kann sagen, okay, da sind nur Sachen dran, wo ich merke, wo ich mich daran gefasst fühle und so fort und so weiter. Nee, die dürfen dann nur gucken, wo sie dran bleiben. Also für was haben wir freuen sich eben auch gerade an dem spirituellen Gebiet so wenig Leute. Und das heißt, ich stelle immer fest, die ziehen immer in Richtungen durch, ich meine schon verschiedene schon angespart. Und das heißt, wir sind nicht auf dem Punkt, dass es so, wir haben wie soll ich sagen, den einzelnen Dingen, sobald wir spirituell Regroupement da haben, dann sind wir auf dem Punkt, dann setzt die Idee sich zu einer vor, setzt die aus. Und dann natürlich von Völkern braucht man gar nicht zu schwätzen. Also, was an der Leute der Sache. Wir haben Frauen, also es ist wirklich mal ein selber kritisch zu betrachten, Leute nicht
an unser gewünscht von dem kollektiven Bewusstsein. Und solange man nicht eine gewisse Quantität von Leuten tun, die das machen, zieht der Rest nicht mit. Das heißt, da kann ich das so vorstellen, so mal gut 90% von den Leuten laufen auf den dritten Gebieten unbewusst runter. Das heißt nicht, dass sie komplett aufgetrennt sind von dem Ganzen, aber sie laufen mit dem Programm, den am kollektiven Bewusstsein NRW ist. Aber nicht andere Leute bewusst aufhängen, da einen Rhythmus dran zu sitzen, eine Ethik dran zu sitzen, die anders funktioniert, dass es statt fällt, können die 99%, die da unbewusst mitlaufen, bleiben die 400 dran hängen. Das heißt, wenn das ein bis umschwappt, dann ziehen die automatisch mit, fangen an sich zu freuen, sie wissen mal nicht, wie weit so gesehen. Und dann kriegen sie eine andere Energie dran. Am Moment allerdings, weil wir schon ganz viel Leute tun, die zwar an diesen Sachen bewusst an der Weg sind, also sich bewusst nicht freuen, für brutal auszudrücken, aber die Problematik da. Wenn du irgendjemand kennt, weil ich höre so Sachen ganz oft, das war eigentlich zu einem Thema, was war das Genre? Das war zu dem Thema von einem Wort, wo am Anfang negativ gebraucht ging, als was der B-Mal positiv gebraucht ging, also wo ich gesagt habe, was soll das dort denn? Ja, mir wann kann er das an die positiv oder weiß gelehrt gehen, das Wort, da verstehen sie das positiv, an der Grund auch gar nicht darauf, dass sie Hannah freuen. Das Innerbewusstsein Hannah Fried. Weil das Innerbewusstsein von 90% von dem Innerbewusstsein, wo komplett kollektiv Innerbewusstsein drin hängt, was das Wort anders gelehrt wird, zieht an Richtung A, an sie die gelehrt an Richtung B zu ziehen. Das geht nicht ab. Bon, das sind pädagogisch Denken, zu der Pädagogie werde ich auch noch reinkommen. Das heißt, einfach zu mengen, Leute auf die Art Weise, besonders kann auf die Art Weise manipulativ programmieren zu können, mal aufgesehen, dass das respektlos ist. Erstens mal denen, die Spruch entwickelt haben, wo Jahrtausenden von unseren Ahnen darunter geschafft haben, für problemlos mit denen zu kommunizieren. Für den dritten Teil zu machen, ist natürlich ein anderer Punkt. Das heißt, der merkt, das Thema ist extrem groß, aber als kollektiv in der Bewusstsein versteht das Wort so. Und das ist vielleicht der Grund, für was der Heinz uns von der Wort hört, so das Gefühl hat, irgendetwas stimmt, ich kann mit dem Wort nicht aufhängen. Aber das liegt genau darunter, weil das kollektiv in der Bewusstsein das Wort nach immer in eine Richtung versteht, wie es jahrelang, Jahrhunderte, Jahrtausende lang von unseren Ahnen gebraucht ist. Also zurück zu dem Thema, all die Sachen, die man allgemein innerbewusst oder unbewusst machen, und leider in unserer Gesellschaft laufen noch viel extrem auf unbewussten Programmen, die schwammen einfach mit. Das heißt, die fallen den wie den anderen Weg nicht an Gewicht, sie fallen just dem Moment an Gewicht, wo sich die Techniken äußern. Also, wenn ich so an einem kollektiven Innerbewusstsein ist, mehr haben wir froh nicht, mehr sind immer richtig, aber ja, all die Leute, die sich Leute draußen abregen, was am Moment in unserer Welt los ist, die sollen mal eigentlich auf den Punkt kommen, inwiefern sie das kollektiv Innerbewusstsein fiedern, für zu sagen, okay, komm, wir fiedern das mal, das mal als Hannah frohen, und wir fangen mal da selber an. Sind wir nachher mal am Punkt, von wegen, für Wertmengen ist das eine Rolle spielen. Komischerweise kann ich mit dem selben Beispiel, das ist das Beispiel, was ich schon auch jahrelang zieht. Meine Mama hat mir beigebracht, du warst da 20, ich schon nicht Lore mehr hier, wie wundert beim Fabrice Jardin hören. Ich erzähle nicht auch so, als zweiten, dem er der Weg lebt, kann das Geschichte von den 100 Affen. Aber folgendes ist der Fall. Japan gibt es eine Inselgruppe, auf der Inselgruppe leben Affen. Das sind alle Affen, das heißt, eine ganz große Affen, die sind nicht besonders glücklich mit Wasser. Und die Haie sind auf jeden Fall nicht. Das heißt also nicht, dass du irgendeinen Aff sich auf irgendwie, du siehst, okay, ich schwamme mal bis bei Noppisch Insel, das interessiert dich nicht. Und irgendwie hat ein Aff auf einer Insel festgestellt, dass wenn
die Frischen, die zum Beispiel hochgefallen sind, wo dann am Drecklunge waren, die für drin am Wasser gewaschen wird, da waren sie proper, an den Sand zwischen den Zähnen geknirscht, sie waren mir angenehm für zu essen, sie waren mir lecker. Voilà. Und das geschieht. Den einen Af hat das einen Affen rundherum beigebracht, einer Affen weiterhin auf der enger Insel 100 aufgeguckt an 100 auch gemäht, da kann ich den Ausdruck ein Aff möchte 100. Das Spannendste aber darunter ist, dass dem Moment, wo all die Affen auf der enger Insel gemäht haben, von einem der auf den anderen, alle Affen auf all den Inseln gemäht haben. Das ist nicht am Sinn von, dass ihr seht, ja, du hast irgendwie zufälligerweise ein Aff von der enger Insel auf die nächste kommen und dann wird sich das so getan und innerhalb von, was weiß ich, einem Jahr wird dann alle Affen auf alle Inseln gemäht. Nee. Das ist eine Sache, die von einem auf den anderen Moment zack umgeschwappt hat, weil da ein, wie soll ich das ausdrücken, ich will nicht mit Unbewusstsein willkommen, weil da ein Kollektivregroupement gibt, wo eine Verbundenheit ist zwischen den Affen. Also genauso funktionieren wir Menschen auch. Wir haben eine Kollektivverbundenheit, die Mensch ist. Und solange mehr am Anfang auf die anderen Weisen erwarten, dass die anderen etwas machen und wie aus den Dingen, wie kriege ich das öfter sein, Hanna, froh du dich mal, schon denken, ja, das ist nicht das öfter gemäht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich fand das immer schön, dass ich von einem anderen gefroht gehen, dass ich das mache, beziehungsweise gefordert gehen, an die Hanna freuen sich nicht am geringsten. Das heißt, von all die Leute, die da anderen Leute so, und das geschieht schon nicht mehr. Ich kenne da viele, die selber in ihren Zweifeln sitzen und dann wirklich sich freuen, ist das so richtig oder oh Mann, ist das richtig. Und da kriegen sie noch von anderen gesagt, Hanna, froh du dich da mal. Und all die Leute, die das so auffordern, oh, die von anfangen sich zu freuen, da kriegst du mal den Äquivalent von den 100 Affen zusammen, für das die Menschheit an dem unterbewussten Programm dran hat, sich mal selber zu einer frohen Ehren den Mund tun. Und dann reicht, kann eine Nationalität mal einmal einen Stopp setzen, also der Wunder, dass das, was gerade geschieht, dass das geschieht, nicht nur Gebiet von persönlich, was mehr geschieht, also den Einzelnen, weil ich merke das schon noch ganz großartig, wo ich schaffen, die Order weiß, also da sie Leute, die rufen an, also sie mengen, sie wären die Einzigen, die jemals so ein Problem haben. Beziehungsweise, sie wären die Einzigen, denen das geschieht, wie wenn sie, was weiß ich, also sich nicht mit Gesetze gehalten haben, und da verwundern sie sich, dass das geschieht. Geschieht nicht mehr hin. So. Wo du vielleicht dann den Dinge könnt, für einmal zu stoppen und zu sagen, okay, wir könnten nur mal als Gruppe mit dem Blödsinn abhalten, und wir könnten mal etwas Konstruktives machen, für das man nicht an dieselben Roulement geraten, an dem wir immer geraten. Die Roulement entsteht just dadurch, weil wir immer noch auf dem Punkt sehen, dass wir nicht am Innerbewusstsein verankert tun, dass wir noch Frauen zum Alltag gehört. Sagen wir mal so. Vielleicht nicht zum Alltag für alle kleine Pipifax, aber wie global für jeden Verein da ist. Und nicht nur für pur selektiv, die sich ein bisschen mehr Gedanken machen an der ganzen Geschichte. Das heißt, für all die Leute, die sich so ein bisschen froh stellen, die wird das inner Bewusstsein, und wenn der sagt, ja, das sind Affen, okay, wir gehen mal zu den Affen, das heißt, wir sind auch alle gut am Gang, als Früchten am Wasser zu waschen, nee, darum geht es nicht. Aber vielleicht mal die Erkenntnis, für etwas anzusetzen, was konstruktiv ist, und was vielleicht mal das ganz geben zu bringen, für es so mal die Welt ein Stück mehr gesund zu machen. Wir können alle guten eisen Dinge drohen. Aber wie gesagt, wenn ihr das so guckt, dann seht ihr, ja, ein Prozent, sondern schon mal 100 Affen, das wäre Prozent von den ganzen Affen gewesen sind. Das heißt, es geht nicht darum, dass man sie alle Gute müssen hinkriegen, aber dass dem Moment, wo die Leute, die bewusst sind, an die Richtung denken, an das aufhängen zu integrieren, an ihrem Alltag, an ihrem Leben, dass das eine Möglichkeit gibt, das Innerbewusstsein an die Richtung zu rappen, dass das Normalität gibt. Das wäre vielleicht eine mehr interessante Normalität, wie die wir gerade am Moment tun. Wie gesagt, das ist ein Anfangspost, ein Anfangspodcast par rapport zu anderen Themen, die werden kommen, weil auch wenn ich natürlich mir allgemein Themen noch immer abbauen an es weiterhin,
Anrichtungen von Schamanismus, von Spiritualität, Esoterik an Hedentum will feiern, will ich das ganz einfach irgendwie nie einen Tag mehr weit bringen für die Leute, die ein bisschen mehr weit wollen, denken also, alles schön gut, es sind Hed oder es sind Hacks oder es sind das sind Sachen, die mich interessieren, mir die sich vielleicht die vorstellen, okay, was bringt das allgemein, wenn ich die dort Energien aufhängen, wirklich bewusst zu gebrauchen in dem Moment. Und nicht nur für mich und für meinen eigenen Profit. Weil das alles verbunden. Voilà. Ich hoffe, du ein bisschen eine Idee kriegst, was in Richtung der dort geht. Wie immer, vielmals merci für das Nachlauschtern. Einen schönen Mittag, einen schönen Abend und gute Nacht.